Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Neuer Tag, neues Glück und hoffentlich heute besonderes Glück, denn heute spielt die Schweiz an der WM. Und nicht nur die Schweiz, sondern auch Deutschland. Und diese zwei Spiele, die möchten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Noch stehen wir hier absolut in der Natur. Keine Ahnung, ob wir überhaupt ein Lokal finden, wo wir die Fußballspiele schauen können. Cool wäre es natürlich. Der Stellplatz, den ihr beim Intro gesehen habt, bei den ersten Bildern, den verlinken wir euch wie immer unten in der Infobox. Ist noch ein bisschen früh, ich habe die Wörter noch nicht so zusammen. Die Infobox, für die immer die Infobox, da fragen ja viele von euch immer, die findet ihr unten. Einfach runterscrollen mit der Maus oder am Handy den Pfeil drücken, da geht unten eine Box auf, das sind alle Stellplatzinformationen. Da findet ihr die Dieselkasse, den Link zu unserem Blog, die Anmeldung zum Newsletter, da freuen wir uns natürlich auch immer riesig. Und einfach alle Infos, die sind immer unten in der Infobox, so auch dieser Stellplatz hier, der direkte Link zu Parkverneigt. Wunderschöner Stellplatz, eigentlich direkt an der Straße, die sehr wenig befahren ist. Und mit einem absolut herrlichen Ausblick. Ihr habt es gesehen, wir starten in den Tag, wir packen Karl zusammen und heute regiert König Fußball. Los geht's! So, mal wieder Fähre zum Frühstück, aber ich glaube, das ist die einzige, die wir heute fahren müssen. So eine Tradition in Norwegen, oder? Ja, Tag ohne und Fähre. dieses Mal ist es ja ganz speziell, weil wir haben ja schon an diesem Fjord geschlafen, aber das ist der längste und tiefste Fjord von ganz Europa. Und jetzt müssen wir bezahlen. Hi! 119. 119? So, bis Manhella Kai. Ein Auto bis 6 Meter. Plus eine Person kostet 119 Kronen und ich muss jetzt fahren. Wir haben euch heute ja vergessen zu sagen, dass ihr die Handschuhe und die Mützen und Schals eigentlich wieder einpacken sollten. Hast du auch nicht gesagt, oder? Dass wir sie heute noch mal brauchen? Ja. Nein, hoffentlich habt ihr sie noch nicht so weit weggepackt. Ja, noch nicht in den Keller gepackt oder so. Es könnte jetzt noch mal richtig knackig kalt werden. Obwohl ich heute die kurzen Hosen montiert habe, gehen wir gleich an Ort. Der ist so richtig kalt, ich glaube es Das zumindest. ganze Weil hier, Jahr. wo wir jetzt stehen, hier ist das Infocenter. Ist es noch nicht so kalt? Sollen wir schon sagen, wo es hingeht? Das T-Shirt noch voll okay. Wir gehen auf den Gletscher. Den Soknefjorden. Nein, Steht der Nigardsbreen. Shit. Breen heißt Gletscher übrigens. Ja, wir informieren uns jetzt mal. Wir haben uns kurz im Infocenter informiert, was man hier denn überhaupt alles tun kann. Das Infocenter ist richtig cool gemacht, hat auch eine Ausstellung über den Gletscher, wo man so alles rund um den Gletscher erfährt. Der Eintritt da, der kostet 75 Kronen, dass man einmal rundherum gehen kann. Jetzt kann man entweder von hier aus laufen, das sind 3,5 Kilometer zum Gletscher und 3,5 Kilometer zurück, oder man kann hinfahren mit dem Auto, das kostet dann natürlich wieder, genau, Maut. Und zwar 60 Kronen für den Hin- und Rückweg. Also eigentlich nicht ganz so teuer. Da man dann beim Gletscher aber noch eine Stunde hochlaufen muss, also da eigentlich noch eine Runde macht, haben wir uns entschieden, heute einmal die Maut zu bezahlen und dann wirklich die Stunde da hochzulaufen und die Zeit zu genießen. Also es sieht von hier aus schon mal richtig cool aus, der ganze Gletscher. Ihr seht ja gleich dann die Bilder. Wir machen uns auf, bezahlen die Maut und dann warm anziehen.
Wer nicht mehr gut zu Fuß ist oder einfach zu faul zum Laufen, der kann sich hier unten ein Boot schnappen und direkt rüber zum Gletscher fahren. Das Ganze kostet dann hin und zurück kosten 60, nur ein Weg kosten 40 norwegische Kronen und dann ist man natürlich viel schneller hinten, aber der Weg ist ja auch das Ziel, das sagen wir ja immer, darum laufen wir natürlich nach hinten und sparen uns die Kosten für das Boot natürlich. Mega, wirklich mega schön. Ich kann es nicht anders sagen, wirklich ein weiteres Highlight hier in Norwegen. Fast noch cooler als der Gletscher selber ist eigentlich die Farbe des Sees. Das Wasser, das aus dem Gletscher fließt, das hat natürlich ganz eine spezielle Farbe und die ist so schön und es herrscht so eine Ruhe hier. Es hat nicht wirklich viele Touristen, man kann den Weg hier fast alleine gehen. Mega cool. Geschafft! Wir sind oben, wir sind beim Gletscher. Schau mal, wie cool das Ganze aussieht. Unglaublich, diese Wucht. Und es ist gar nicht so kalt. Ich bin immer noch im T-Shirt, es geht ein bisschen ein kühler Wind. Aber dass hier oben einfach ein Gletscher steht und unten man quasi baden kann, weil es so warm ist, ein absolutes Naturschauspiel. Jetzt schauen wir mal, dass wir den Gletscher noch anfassen können, dass wir auch wissen, wie kalt es wirklich ist. Also ihr Lieben, ich stehe jetzt quasi im Gletscher drin und der strahlt wirklich so eine richtige Kälte ab. Also eiskalt und der schmilzt auch ein bisschen, also es tropft ordentlich. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht im Hintergrund sehen könnt, aber man kann wirklich in diesen Gletscher hineingehen. Also nicht weit, aber richtig cool. Schaut euch das mal an, das ist alles Eis und es ist Sommer. Es ist quasi Juli. Mega. Nach dieser doch etwas anstrengenden Wanderung haben wir es uns jetzt noch gemütlich gemacht, haben hier Mittag gegessen. Steffi kann mal zeigen, wie unsere Aussicht ist. Die ist nämlich so gar nicht, wie ihr sie seht, aber der Sonnenstand, der bietet sich halt an, um das Ganze so zu filmen. Auf jeden Fall die Sehenswürdigkeit, die lohnt sich absolut, mal nur 60 Kronen Maut und das Ganze sonst ist kostenlos und das ist natürlich ein Riesen. Man könnte die Maut ja sogar noch umgehen, indem man die 3,5 Kilometer vom Visitor Center, wo man genau parken kann, auch noch bis hier nach hinten. Genau, das habe ich euch vorher erklärt. Ach so. Und der Weg dahin ist ein bisschen beschwerlich, aber das Resultat mit dem Gletscher ist wirklich absolut eine Reise wert. Und als wir jetzt zurückgekommen sind, ist noch eine Karte an unserem Karl geklebt oder gesteckt. Und zwar haben wir liebe Grüße aus Frauenfeld bekommen von Melanie und Sandro. Danke vielmals für die Grüße. Wir kennen euch zwar nicht, aber ihr scheint uns zu kennen. Mega cool. Sie betreiben auch einen Blog. 6 Monate durch Nordeuropa als Cacher, also Geocaching, das machen wir ja auch super gern, Cache the World. Wir verlinken euch unten mal den Blog, wir waren jetzt selber noch nicht drauf, aber schaut doch mal vorbei, wenn ihr euch für Nordeuropa oder für Cachen interessiert, dann ist das sicher super spannend. Danke vielmals und wir genießen jetzt das hier noch so ein bisschen und danach geht es runter ins Tal. Leider, du musst mich noch mal schnell filmen. Aber das ist so schön da.
Leider haben wir das deutsche Fußballspiel verpasst. Wir haben die Zeit ein bisschen vergessen, da hinten beim Gletscher. Und jetzt spielen die schon. Jetzt hoffen wir halt, dass wir das heute Abend zum Schweizer Spiel schaffen, weil da müssen wir ganz fest die Daumen drücken. Jetzt kannst du filmen. In the cold kitchen light, we both look for a sign, and you say, these are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up, coming under your skin. Don't know if we should stop or begin. 'Cause I was there by your side, with my eyes open wide, and I know that will always be true. There were no reasons why, guess all beauty must die. We try hard but we all so reckless, so reckless. Hummels wieder mit einer Kopfballchance, aber die Kugel will heute irgendwie nicht rein. Letztlich haben sie dafür auch zu wenig getan. Deutschland! Was macht ihr denn da? Wir lesen gerade den Live-Ticker der WM. Es läuft die Nachspielzeit und für Deutschland sieht es ja mal gar nicht gut aus, oder? Das Tor ist mittlerweile bereits gefallen und bestätigt vom Schiedsrichter. 2 Tore in den verbleibenden Minuten und Sekunden sind notwendig, aber das ist nahezu unmöglich. Wir haben übrigens den Live-Ticker vom ARD. Eigentlich wäre vor uns ein wunderschöner Gletscher. Aber dafür haben wir jetzt noch keine Augen. Wir zeigen euch die Bilder dann nachher. Also ganz ehrlich, ich finde es ja cool, dass Schweden weiter ist. Aber ich meine, wäre ja auch noch das Mexiko-Ticket. Wäre ja auch noch gewesen. Aber wir hoffen so, dass wir heute Abend ein bisschen... 2:0 für Südkorea. Tor für Südkorea durch Heung-Min Son. Das war's, liebe Deutsche. Ich glaube, jetzt können wir uns... Es tut uns leid, das war's. Falls ihr noch eine Mannschaft sucht zum Fähnen, wir hoffen ja, dass in ein paar Stunden das alles besser läuft für die Schweiz. Dann herzlich willkommen. Wir können ja vielleicht so ein Do-it-yourself-Tutorial machen, wenn man sich eine Schweizer Fahne... Also ich habe Man kann sie auch auf den Sonnenbrand drücken. Ich habe gerade gesehen im Bildschirm. Neuer schaltet sich mit vorne ein und verliert den Ball. Son rennt alleine auf das Tor zu und schiebt zum 2:0 ein. Ende und aus. Das war's. 7. Minute Nachspielzeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Das tut uns jetzt echt leid. Aber so könnt ihr mehr Reisen planen. Deutschland verliert gegen Südkorea und scheitert bei der WM in der Gruppenphase. Die mexikanischen Fans können ihr Glück kaum fassen. Ihre Mannschaft verliert 0:3 und ist trotzdem weiter. Also ich glaube, dass Mexiko nochmal zittert, damit hätte niemand gerechnet. Nee. Aber dass Schweden 3:0 da mal vorlegt, also ganz schön spannend. Tja, jetzt habt ihr ja alle Zeit, um unsere YouTube-Videos zu schauen, die nächsten Wochen, würde ich sagen, weil mit Fußball ist ja nicht mehr viel. Da gibt es ganz viel. Wir blenden euch hier oben jetzt die Playlist ab dem ersten Tag unserer Reise ein. Das sind 185 Videos momentan in dieser Playlist. Wir wünschen viel Spaß und zeigen euch jetzt noch. Und für alle anderen, hopp Schweiz, ihr wisst's! Jetzt der Gletscher. Yes, I know that I have to agree. There is no one as reckless as me. And now that you are in me, and there's no way without, cannot function with this power out. There were no
Und schon ist wieder der erste Tag angebrochen. Wir haben es wieder mal nicht geschafft, das Video zu beenden. Wie so oft und warum? Weil wir einfach von den ganzen Emotionen übermannt wurden und weil gestern ja auch noch Fußball war. Wir haben gestern Abend schön im Radio das Schweizer Spiel gehört. Ist auch mal ganz spannend, ein Spiel im Radio zu hören und nicht im Fernsehen zu sehen. Richtig cool und wir sind im Achtelfinal. Das ist doch mal was Gutes. Ja, ihr seht es, wir stehen hier direkt an einer Hauptstraße. Trotzdem war die Nacht echt ruhig in einer fantastischen Umgebung. Ihr seht es hinter mir, einfach nur mega, mega schön. Geweckt wurden wir dann schlussendlich von diesen Kühen hier hinten, die sich morgens früh an unserem Auto gekratzt haben. Auch mal was ganz Spezielles. Wir fahren jetzt auf einen Campingplatz, weil mein Laptop ist leider im Arsch. Mega blöd. Die Batterie des Laptops selber, die ist hinüber. Ich kann den Laptop nur noch am Strom bedienen und ich brauche den ja natürlich, um Video zu schneiden. Keine Ahnung, wie diese Story weitergeht. Ihr werdet es erfahren, spätestens im nächsten Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Gletscher und so weiter, das war wieder ein wunderschöner Tag. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, schreibt unten in die Kommentare, wie euch der Tag gefallen hat. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, schönen Abend, Tag, Mittag, Nacht und tschüss. Why